Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo sind wir denn hier? Heute ist ja gar nicht Freitag. Hallo? 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 Herr Künstler, schönen guten Tag. Herr Charles van Koatz, schönen guten Tag. Tja, wer hätte das gedacht, meine sehr verehrten Damen und Herren? Dass wir mir heute einen Stream einschalten. Ich hoffe, dass alles so funktioniert bis so im Moment. Ich hoffe, das funktioniert. Meine Kamera hat sich gerade irgendwie zurückgesetzt. Ich schaue aus, als hätte ich einen Lippenstift drauf, aber das ist ja wurscht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kaiser, Herr Fesel, Herr Lukas, Herr Schweiger, Herr Crafter, Herr Wast, Herr Kneipel, zu unkreativ für normalen Namen, Herr Patrick, Herr David, Herr Lunalu, schon Frau Lunalu vielleicht da, weil Frauen heißen gerne Luna. Weiß nicht warum, aber das ist so. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Tja, wer ist auch überrascht, dass heute Donnerstag ist und es ist ein Stream? Wer? Wo? Wie? Warum? Hä? Frau geht dahin schon wieder. Servus. Servus. Grüß Gott. Vergeht's Gott? Für den Zwickel? 29. Merci, merci, merci. Um Himmels Willen, jetzt schwappt sich schon wieder einer. Ich hab schon Angst gehabt. Wie? Heute ist gar nicht Freitag. Heute ist gar nicht Freitag. Was macht der Stream da? Ich versteh's nicht. Versteh's nicht. Herr Bergmann, Herr Kerndl, Herr Mountainbike Genius, Herr Meislinger, der Raffi, der Mahi, der Herr Brötz, der Toluka, der andere Herr Kulze, habe ich bin's, der Birger und ich hab Urlaub. Und ich überlegt, weißt du was, scheiß die Wand an, ich hab sowieso geplant, dass wir mir eine Streampause machen, währenddessen ich im Urlaub bin. Ja, das ist jetzt auch nichts Neues. Und damit ich, weil ich morgen wahrscheinlich einfach schon nicht da bin, ja, habe ich mir gedacht, hier, Donnerstag, drauf gekackt, haust raus, wird schon passen. Oder? Oder? Herr Stahlos, heute ist gar nicht Freitag. Ja, mit ein bisschen Fantasie. Jetzt habt ihr alle Ferien. Da könnt ihr was anderes verzeihen. 90% von euch haben Ferien. Für euch ist immer Freitag. Den ganzen Tag Freitag. Bei mir ist nicht Freitag, bei mir ist erst der 5 Minuten Freitag. Kev, Herr Künstler, Herr Markus, Annas Welt, wo haben wir noch? Herr Spät, Herr Unser TV, Herr Jakob, Herr Schneider, Herr Draufgänger, Herr Stahl, Frau Gewalt, Herr Schüren, Herr Locke, dann Special Greets an meine Twitch-Zuschauer natürlich, die ja wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, was los ist. Der iPyro, der Herr, ich kann es gar nicht gescheit lesen. Der Tankerbully, der Fastbeast, der Jock3. Ja, geil, Pizza-Werbung, jetzt schiebe ich Kohldampf. Eigentlich soll eine Leberkass-Semi-Werbung vor meinem Stream kommen. Weißt? So, mal, hier, Herr Händelmeier, schreibt mir an, dann gibt's Senf-Werbung. Herr Dampfexpress! Wer Geht's gut? erklärt jetzt meinem Chef, dass ich die nächsten 2 Stunden im Handy auf dem Klo verbringe? Weiß ich nicht, sag's ihm einfach gar nicht. Sag einfach, Alter, ich muss scheißen. Dann kommst du nie wieder. Es hilft sowieso. Alter, was haben mich so die Fotzen auf? Was ist denn überhaupt los? Was ist wieder 4 Millionen Grad drin? Jetzt warte mal. Außerdem steht so meine Kamera die ganze Zeit unscharf und wieder scharf. Was soll das? Ich bin schon wieder überhaupt nicht vorbereitet. Mein Hirn ist schon im scheiß Urlaubsmodus. Moment, Video konfigurieren, Autofokus raus. Kontrast, ja, möglich. Farbintensität, machen wir einfach so. So, hier, Fralle. Haben wir mal zurück, back to the 50s, mit dem sauberen Holzfällerhemd. Hier, ja, Fralle. Jetzt ziehen wir uns noch eine saubere Lederhosen an und dann gehen wir Holzhacken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil wer tut das nicht in seiner Thermomix? So, ist natürlich vollkommener Blödsinn. Sag geil. Sag. Schau aus wie ein Engländer im Urlaub. Das ist gut, das ist gut. Wie du Mr. Krabs. Völliger behinderten Scheiß, was ist denn das? So. Ich hoffe, ihr seht es im Stream und ich spiele mir doch nicht zur Gaudi. Keine Ahnung. Was ist denn das? Ich habe eine Monitorhalterung und jetzt wenn ich auf den Tisch hau, dann wackelt's. Das ist auch Scheiß. Jetzt machen wir die Farbe anständig, Birger. Schaust aus wie Spacko. Speichern, so. Habitäre miteinander. Da schwappt es jetzt schon wieder ein, Wirtsau. Ich hab mir schon gedacht, so, weißt du, wenn ich jetzt am Donnerstag einen Stream einschalte, dann ist kein Schwanz nicht da. Vielleicht kann man sich dann einmal unterhalten. Herr Smurf, erst einmal, du bist heute der einzige Moderator. Viel Spaß. Ich hab mir auch gedacht, so, ja, wenn wir das am Donnerstagnachmittag machen, dann kommen natürlich keine 300 Leute. Tja, scheiße gelaufen. Hans doch 300. Ja, naja. Nochmal Special Greets an den Halio auf Twitch.
Meine Twitch-Like kriegen aber Special Greets, weil die irgendwie immer in Twitch drin sitzen zu, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Moment, da müssen wir mal nachschauen. 11. Und auf YouTube sind es 270. Schwankt natürlich auch bei, ist aber eh klar. Herr Palmer, Herr Fortnite-Scene, Herr Jüren, das Arschwasser kocht. Ja, es kocht, deswegen habe ich da in Alaska aufgestellt und Moment, der Laubbläser steht mit dem Mic. Den kann ich aber jetzt leider nicht anstecken, weil sonst bläst es mich vom Balkon runter. So, haben wir den da noch. Ja, da ist mittlerweile auch die verdammte Badilla! Dreck! Es hat mehr geschrieben, als ich das geplant habe. So. Herr Blutwolf, Habidere, Herr Klein, Preiswurst. Diese geilen zusammenhanglosen Wörter, die wir da über rumwerfen, sind immer geil. Da kann ich viel anfangen damit. Preiswurst. Okay. Der Herr Geist fragt mich, wie heiß ist es bei dir? Ich sag das, wie es ist, ich weiß es nicht. Ich weiß, also gefühlt Schicksalsberg von Mordor. Innen drin, nicht außen. So. Der NNP Gaming Wallner, Habidere, der Lowry Boy, Habidere. Annas Welt, macht er halt. Was machen wir uns? Was schreibt Annas Welt? Breierei, was? Wo ist denn das jetzt hier? Kann ich es nicht mehr lesen. Warum kann ich es nicht mehr lesen? Biereiswürfel zum Lutschen. Ja, aber das wird so wasserig, das schmeckt nicht. Hast du schon mal. Jeder von euch hat doch mit Sicherheit schon einmal halbe Flasche, halben halt, in der Tiefkühle vergessen. Weil er super cool sein wollte und weißt du was, spontanes Festel, Spätzeln, da geht's her, sitzen wir uns ein wenig zusammen, ja scheiße, ich hab keine Ahnung, der Kühlschrank ist voll, da hab ich grad keine halbe nicht drin, das ist schon fragwürdig, wenn das überhaupt vorkommt, aber jedem ist das schon mal passiert, dann steckst du deine halben in die Tiefkühle rein und dann vergisst es, ja? Dann entweder gefriert die dass ein Eis drin ist, oder sie zerreißt es ganz, dann wirst du das nicht mehr probieren können. Wenn du es trotzdem tust, hast du ein Problem, weil du den Pfotzen aufschneidest. Depp, Saudepperte, kann man schon so machen, dann bist du aber heute halt ein Vollidiot. Aber wenn das so ein bisschen angefroren ist, hat doch mit Sicherheit schon mal jeder aus Versehen ein bisschen so eingedrungen, eiskalte Halbe, du denkst so, wow, geil, da wurde dein Bratzen an der Halbe festpickt vor lauter Käten und du denkst, eines Mal! Und dann saufst du da so und dann kommen da so Eisbrickel daher und dann schmeckt das auf einmal so wasserig. Ja? Da kannte man irgendein Chemiker, Physiker, Doktor, Professor, Mediker, Dingsbums, sonst was daherkommen und kann das einmal bitte erörtern, an was das liegt, dass das dann so wasserig schmeckt. Wahrscheinlich im Vorgang des Gefrierens ist es dann alles so, dass da hier das Wasser von Biergeschmack trennt. Keine Ahnung. Was weiß ich, auf alle Fälle schmeckt es dann am Wasser locker. Eingefrorenes Bier, wer mag denn das? Folgedessen, geh jetzt einfach mit auf Haus und bin so frei und denk mir, weil wahrscheinlich ist es auch so mit den Eiswürfeln. Ne? Deswegen habe ich natürlich vorgesorgt, erstmal Greets an meinen Chef. Herr Mittermeier! Habe DRRRT Bürger schöne Grüße aus Traunreuth und bin gerade in der Arbeit. Mein herzliches Beileid. Erst einmal vergelt's Gott für den Fünfer. Special Greets an den Herrn Mittermeier. Möge die Arbeitszeit halt so schnell vergehen, wie es noch gerade geht. Und es ist hoffentlich bei dir kühler als bei mir. Und selbstverständlich natürlich ein HB zurück. Ich habe vorgesorgt, Special Greets an meinen Chef, der mir erstens unerwartet früher freigegeben hat. Ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub. Ich glaube, ich habe seit 7 Jahren nicht mehr 3 Wochen Urlaub gehabt. Dementsprechend gut gelaunt bin ich halt. Dann habe ich ihn gefragt, so, du, kann ich so eine Babymaske haben? Kaufe ich da ab, keine Ahnung, gebe ich den Fünfer. Was sagt er? Ja, nimm den Fünfer mit heim, das passt schon. Deswegen sage ich mal Special Greets an meinen Chef. Ich habe die geilste Arbeit auf dem Planeten. Und so ein Babymaske gekriegt, der schaut einmal überhaupt nicht. Vor allem, ja, das schaut jetzt wieder nach massiver Schleichwerbung aus. Aber, hätte übrigens ein How-to-Hits-Schlag einpasst. Aber dann war es nicht lustig, sondern ernst gewesen. Wenn es irgendwas Geiles gibt wie ein kalte Halbe, wenn du gerade keine trinken kannst, weil du in der Arbeit bist oder weil du ein Auto fahren musst oder sonst irgendwas, dann empfehle ich die kälteste, kühlste Spezi-Schissel-Sach auf der Welt, nämlich ein Paulaner-Spezi. So, und das Allergeilste am Paulaner-Spezi ist, wie wir alle wissen, mit dem kann man Leiter schießen. Ich hoffe, dass das jetzt hier haut. Der Vorführeffekt live ist natürlich auch ein bisschen anders. Deswegen der Klopferer, warum ich das Feuerzeug noch habe, obwohl ich schon nicht mehr rauche, das wissen wir nicht. Aber ich hoffe, dass man das jetzt hört. Achtung! Stellen wir uns jetzt vor, da hinten sitzt der
Jerome? Jerome? Ja, Maul! Ja, wie gesagt, man kann mit dem Paulaner Spezi Leiter schießen. Geiler Scheiß. So. Rein damit! In mein nagelneue Babyhäube. Ja. 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 Wenn der dein Hint schon an der Flaschen festgefriert. Was das heißt? Geil. So, ist eigentlich irgendjemand außer mir auch gut gelaunt? Wie geht's euch? Wie geht's, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wie geht's? Wir haben ja fast 400 Leute. Und das am scheiß fucking Donnerstagnachmittag. Wo haben wir ihn eigentlich? How to one overholen. How to schleidern. Das, wenn ich euch erklären muss, dann ist das schon hochgradig fragwürdig. Wenn ich euch erklären muss, wie How to schleidern geht. Aber wir können uns schon mal drüber unterhalten, so ist es nicht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Prost, einen Pfutzen. Das ist das Geilste. Das ist das Geilste. Ich bin so unwahrscheinlich auftrat, weil ich Urlaub hab, unerwarteterweise 3 Wochen. Am Dienstag kommt das scheiß neue WoW-Add-on. Die Woche drauf hat die Freundin auch Urlaub, 2 Wochen mit mir. Geht's denn noch geiler? Meine sehr verehrten Damen und Herren, geht's denn noch geiler? Was soll ich machen? Ich mag nichts machen. Letztes Jahr wollte ich mir den ganzen Tag an die ISAs handeln. Das wird dieses Jahr auch passieren. Und wollte ein Buch lesen. Ja? Ich glaube, die Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe, die kann ich an einer Hand abzählen. Holy shit. Entschuldigung, ich habe vergessen, dass man auf dem Paulaner Spezi ziemlich krass koppen muss. Und ich das eigentlich ziemlich asozial finde, wenn ich euch da in Kamera koppe. Es tut mir wirklich leid. Ich meine nicht früh ernst, aber das schon. So. So. Birger, es wird wieder. So. Also ja, mir fällt nicht recht viel ein, aber geiler geht's nicht mehr. Deswegen hoffe ich, viele von euch haben wahrscheinlich Ferien. Die meisten, nehme ich an, von euch haben wahrscheinlich Ferien. Ansonsten haben wahrscheinlich viele von euch auch Urlaub. Naja. Wie viel Bier hast du getrunken, so überdraht? Nein, Spaß. Ich hab noch heute noch keine einzige halbe getrunken. Ja? Das ungeschriebene Gesetz besagt, ich werde niemals in einem Video eine halbe trinken und so weiter, weil ich das eigentlich ziemlich asozial finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nicht das halbe trinken, sondern das halbe trinken in einem Video. Vor allem, wenn so viele sehr junge Leute wie ihr zuschaut, da muss das vielleicht nicht sein. Wir reden ja schon fast 24/7 bloß über Zauferei und da muss ich mich nicht auch noch hersitzen und wie ein Asozialer aus der Bierflaschen rauszuzeln. Ja? Kann man das verstehen? Kann man das nachvollziehen? Ich bin unschlüssig. Falls ihr auch, dann ist es mir wurscht. Es hilft nicht. Deswegen sitzen wir mit meiner Babyhalbe hier. Ich kann ja sagen, das ist Jackie Cola. Keine Ahnung. Der ist deswegen so hell, weil fast kein Cola drin ist. So. Hoppala. Schon wieder Hoppala aus der Karte. Grüezi in Alpha. Ich schaue aus als keine Ahnung. Ich weiß, das zweite ungeschriebene Gesetz sagt übrigens auch, dass man sich, es ist ja sowieso total sinnlos, weil wenn ich jetzt duschen gehe, dann bin ich 5 Minuten sauber und in 5 Minuten rinnt man schon wieder das Arschwasser nicht mehr runter, sondern ins Kreuz auf. Und dann kann ich mich so hinlegen und sagen, can you do this? Bloß ohne diese Brumm-Brumm-Geräusche halt. Und alles andere ergibt einmal überhaupt keinen Sinn. So. Der Herr Vollmer fragt mich, spielst du heute wieder PUBG? Nein, ist heute ausnahmsweise mir nicht geplant. Aber keine Ahnung, schauen wir mal. Ich habe eigentlich geplant, also folgender Grund, jetzt haben so schiefe Leute da. Erstmal habe ich die Ehre an alle, die gerade zugeschaltet haben und meinen völligen sinnlosen Scheiß, den ich gerade von mir gegeben habe, zugehört haben und keiner so recht weiß, was redet denn der Typ eigentlich. Kruzifix, Entschuldigung. So. Wo haben wir? So, der Grund für dass wir mir heute streamen, ist, weil wir mir morgen nicht streamen. Warum? Weil ich heute unerwartet Urlaub gekriegt habe und morgen schon gar nicht mehr da bin. Das ist einmal das Erste. Dann, wie wir alle wissen und wer es nicht mitgekriegt hat, dann tut es mir leid, es wird jetzt seit 2-3 Wochen Urlaub, wird es auch eine Streampause geben. Sprich,
wir fangen mal 2 Wochen, also wir fangen mal am 1. September in der letzten Augustwoche oder sowas. Weißt du, wie es ist? Geht der Stream wieder weiter. Bis dahin, in den nächsten 2 Wochen, ist Freitag kein Stream. Vielleicht sogar die nächsten 3 Wochen, weil ich nicht weiß, ob ich länger fort bin oder nicht. Und wenn ich wirklich fort bin, dann bin ich so fort, dass ich heute nicht mehr da sein kann, selbst wenn ich möchte. Die ersten 2 Wochen bin ich schon da. Da werde ich nämlich nichts anderes da wie scheiß fucking WoW zocken. Und mir meinem Arschwasser im Kreis dran. Und jeden Hobbit vermöbeln, der da an der Tür klopft und seinen Drecksring einschmeißen möchte. Falls irgendjemanden interessiert. So, sprich, der Grund ist die Sommerpause. Und weil ich morgen einfach nicht da bin. So, der Charles von Kurz fragt, wann wird das Draw My Life kommen und überhaupt und sowieso. Lasst euch überraschen. Der Simon schreibt, habe die Ehre, ich bin's der Simon. Sag ich, habe ich bin der Birger. Birger on Tour, Preisen sollten sich in Sicherheit bringen. Ganz ehrlich, ich bin so, keine Ahnung, der gechillste Mensch auf der ganzen Welt. Deswegen, ja, ich bin der gechillteste Mensch. Ihre Bürger, schwitzt du noch oder klebst du Smiley mit Freudentränen? Mr. Boris Blut, vergeht's gut für deinen Zwickel. Das ist mein spontanes Geheimnis. Ich klebe immer. Naja. Der Fortnite-Scene schreibt, kannst du bitte ein BFV, was auch immer der BFV in Passau ist, gerissen. Aber habe die Ehre BFV in Passau. Who the fuck are you? I don't know. Der Florian schreibt, wenn schon eine Streampause kommt, bring wenigstens in der Zeit ein Baby. Ein Babykuh-Griegel. Was für Babykuh-Griegel? Ich glaube, es gibt eine Babykuh-Tass. Oder? Gibt's keine Babykuh-Tass? Ich glaube schon. Der Bavaria-Bayer schreibt, WASD oder blau-weiße Karos? War das eine Frage? Oder eine Aufforderung? Weiß ich nicht. Wenn es eine Frage war, dann WASD. Der 6er Ultkill, schönes Karo-Himmel. Weiß ich nicht, ob das jetzt, ich weiß, Ironie lest sie so schlecht, aber falls es ernst gemeint war, vergeht's Gott merci. Ich schwitze aus meiner Ritzen. Also quasi in der Mitte entspringt ein Fluss. Ja, es ist schon gescheit heiß, gell? Also leckt's mir am Arsch, es ist schon gescheit heiß. Ich schwitze unter meine Haare, ich schwitze in meinem Arsch, ich glaube, ich schwitze sogar in meinem Arsch drin. Der einzige Vorteil ist, die Kackwurst flutscht besser. Ja, Hashtag darf er, das hat er nicht gesagt. So, der Gamer HD fragt mich, Servus, wie geht's dir? Mir geht's blendend, weil ich Urlaub hab. Wen geht's denn dann nicht blendend? Alter, warum hast du so lange Haare? Das ist ja wie eine Schädelwassermaschine. Da hast du nicht so ganz unrecht. Das ist aber auch der einzige Nachteil, wo ich meine langen Haare hasse, wenn es so abgeschissen heiß ist, wie jetzt gerade. Wobei das aber auch keinen Unterschied macht, weil dann müsste ich mich theoretisch kahl rasieren und mir wieder Glatzen schneiden wie vor 5 Jahren. Und dann ist es aber auch nicht anders, weil dann brennst du halt direkt auf den Dates. Also dann ist es auch wurscht. Naja, der Wolli schreibt, auf das fehlen alle die Worte meiner. Was? In der Mitte von der Ritzen ist ein Wildbach. Das ist ein Gletscher. Du musst jetzt den Wildbach, den musst jetzt festhalten, das heißt, du fährst jetzt mit der Hand hinten sauber rein, so, schöne Bewegung, flupp. Also das muss auch dann folgendes Geräusch machen, so. Ich hoffe, ihr hört das. Und dann hältst du das fest, wartest, bis sie das in deiner Hand sammelt und dann machst du Tiefkühltruhe auf, so. Und hältst deinen nackerten Arsch so rein. Und dann hast du Gletscherspalten in der Hosen. Und die machst du dann wieder zu und dann ist es für 5 Minuten wieder ganz okay. Okay, ich rede nur Bullshit. Wie hast du mit Glatzen ausgeschaut? Um ganz ehrlich zu sein, nicht recht viel anders wie so. Also das, keine Ahnung. Nicht recht viel anders wie so, weil, also richtig anders ausschauen tue ich eigentlich bloß, wenn ich die typische Scheißfrisur, die jeder zweite Vollidiot hat, die ich nicht haben will. Oder wenn ich meine Haare zum Beispiel aufmache, wer das nicht gesehen hat, der kann sich How to Hitzschlag anschauen, da kann das passieren. Bin unschlüssig. Tanja Bambi schreibt, habe der Birger, sag ich, habe Tanja. Herr Peer 08, schieß mich tot, YouTube. Habitat aus Österreich. Vergeht's gut für deinen Zickel und habe aus Niederbayern. Woher auch sonst, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Kannst du mal ein Hauttag Bulldog fahren, Moa? Ja, Benedikt P., das wird jetzt ziemlich erschüttern. Ich bin noch nie Bulldog gefahren, zumindest nicht selber. Und ich werde nicht irgendwie irgendwas über das Bulldog fahren verzeihen, währenddessen ich absolut überhaupt keine Ahnung habe davon. Der Herr Löw und 100.000 andere. Frag mich, wann bist du im Straubinger Volksfest? Wenn mir danach ist. Der BFV ist ein Fischerverein. Jetzt, dann kriegst du einen Fischerverein in Passau. Habe ich dritt. So, wo haben wir? Der Kibinator schreibt, komm aus der Österreich. Bin mir nicht so sicher. Habe ich der aus Franken? Habe ich der aus Niederbayern? Herr Gruzifix? Herr Stemberger! Kinder, jetzt ist einmal... Merci für deinen Euro erst einmal. Herr Stemberger, Kinder, jetzt ist einmal Ruhe mit der Umeinander-Spenderei. Ich habe jetzt Urlaub. Da braucht keiner spenden. Ich will es nicht. Der Simon fragt mich, magst du dein Bord abrasieren? Simon, magst du eine Packung Zimmernägel in den Kniescheiben hauen? Nein! Servus, Birger, wo wohnst du eigentlich? Das bin ich schon lange nicht mehr gefragt worden. Da haben offensichtlich sehr viele neue Leute da. Es ist auch in der letzten Woche ziemlich eskaliert mit neuen Abonnenten und so. Deswegen erst einmal Special Greets an alle Neulinge, die da sind, aus Österreich und Bayern und was weiß ich, wo es alle herkommt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wirklich 98% Bayern oder Österreicher da sind, weil bei anderen versteht kein Scheißwort, was ich sage, was auch gut so ist. Weil sobald irgendwie die Preise einer schreibt, da kommen nur scheiß Spacko-Kommentare. Ja. Wo war ich jetzt? Weiß ich nicht, was ich erzählen wollte. Special Greets an die ganzen neuen Leute. Gefreut mich narrisch, wir gehen straight auf die 50.000 zu. Was ein bisschen dumm ist, dass dieses 50.000, wenn das so weitergeht, wahrscheinlich erreicht wird, währenddessen ich im Urlaub bin. Das ist irgendwie dumm. Ja, das kann ich kann es auch nicht anders ändern. Ja, hört mir auf Abonnieren zu drücken. Was soll ich machen? Entschuldigung, Sie bitte mal. Dingsbums. Sprache. Blah. So, Herr Jonas Schneider, habe der zurück. Ein Bagel Fotzen ist gleich aufgerissen. Ja, und wenn du so weitermachst, dann kannst du deine Zent mit den gebrochenen Fingern zusammenklappen, du. Hirndiebe. Was weiß ich? Hirndiebe. Hirndiebe habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Jetzt hat mir irgendwas... Grüezi, fix! Jetzt hat mir irgendwas in die Schulter eingestoßen. Bist du behindert? Was war denn das jetzt? Grüezi, fix, wie alt. Ich bin zu alt für den Scheiß! Herr Stemberger! Sofort nochmal merci für einen Euro. Schau hier unten durch. Schau hier unten durch. Vergeht's gut! So. Anderswelt schreibt, Monsieur Birger, wie alt sind deine Zuschauer im Durchschnitt? Komm mir so alt vor, wenn du immer sagst, die hat zu jung. Du, das ist eigentlich eine ziemlich interessante Frage. Weil, ich habe dir in YouTube Analytics, Zahlen und was weiß ich, detaillierter geht es ja schon bald gar nicht mehr. Und da sehe ich, da können wir ja mal Herr Per0803. Weil's wascht ist mit dem Boot, schwitzt Mera. Vergeht's gut für deinen Zwickel, Herr Per. Da muss ich sagen, ich habe mittlerweile meinen Strauch, meine Stauern in der Futzen, habe ich mittlerweile schon so lang, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es ist ohne. Also keine Ahnung, seitdem mir ein Bart wächst, habe ich ein Bart. Und das ist lang. Das ist echt sehr lang. Und ich weiß nicht mehr, wie das ist, wenn er nicht da ist. Ich weiß bloß, wenn jemand... Herr Dominik Loy! Taschengeld, falls du auf dem Bries bist, XD. Ein herzliches Dankeschön für den Zwickel. Nö, ich bin nicht, du meinst das Summer Breeze wahrscheinlich, ich bin leider nicht auf dem Summer Breeze dieses Jahr. Hab aber mit dem Kumpel schon geschmatzt, so Alter, wir müssen mal, bevor wir wirklich alte Knack-Wix-Kinder sind, müssen wir mal definitiv nochmal eine Saison Festivals einhauen. Mein letztes ist ja doch schon ein bisschen her. Da können wir uns aber nachher mal schnell drüber unterhalten. Jetzt werden wir aber erstmal auf die Frage eingehen, wer ist hier wie alt und wie alt sind die Leute und überhaupt und sowieso. Jetzt pass auf. Da ich euch natürlich jetzt nicht meine Analytics-Seiten zeige, komplett behindert bin ich dann auch nicht, werde ich da mal aus dem Nähkästchen aber herausplaudern, was nämlich ziemlich heftig ist, wenn man sich die Zahlen einmal so anschaut. Wir haben jetzt so gut wie fast ein ganzes Jahr da. Ja? Seit einem guten Jahr fängt es so an zum Eskalieren, wie es ist. An dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein riesen, ich sage so oft, ich weiß schon, aber es ist mir scheißegal, so oft sage ich Merci, ein überdimensionales Merci an jeden Einzelnen von euch.
Herr Asylantenheim. Flüchtling richten Wengam Ovossa Botischer wieder her. Der ist echt grenzwertig, aber merci für deinen Euro. Und mein Humor ist schwarz, der harte Kern weiß das, muss ich ein bisschen drüber lachen schon. Also, jetzt passt auf. Ihr könnt es auch jederzeit gerne mal wert, wenn ihr da Bock drauf ist. Es war natürlich, wenn so ehrlich, wie es noch gerade irgendwie geht. Wie alt seid ihr eigentlich? Das darf mich mal interessieren. Ja, also ich habe den Eindruck, der harte Kern meiner Zuschauerschaft ist zwischen 16 und 22. So ungefähr. Ja? Aber jetzt pass auf. Folgendes. Wir haben da 100.000 Auswertungsmöglichkeiten. Schieß mich nur 16, 17, 49. Ja, ich lese schon sehr oft 14, 15, 16. So ist es nicht. Aber ich lese auch ganz genauso oft 20, 20, 21, 23, 25, 25 aufwärts. 25. Also das ist sehr unterschiedlich. Jetzt pass auf. Demografie. Da haben wir es. Jetzt passt auf. Also laut YouTube sind 15% bloß. Das stimmt niemals. Zwischen 13 und 17. Das stimmt niemals, weil ihr euch unter 18 alle einen Account macht und angebt, dass ihr 18 seid. Kann das schon mal nicht zusammenpassen. Aber ein kleiner Teil ist zumindest ehrlich. Davor sind übrigens 85% männlich und 15% weiblich. Dann kommt der größte Anteil laut der YouTube-Analytics-Geschichte. Der Ronny Roloff ist 46. So beide Logspinn. Hadere aus der Oberpfalz. Habe ich dir zurück. Letzter scheiß Arbeitstag und morgen geht's nach Malle 27 Jahre. 27, da sagst du es. Schon etwas älter, sagen wir jetzt einmal, für einen YouTube-Zuschauer. Für das, was die meisten Leute meinen, von wegen, ja, die haben ja alle 12. Ich habe nicht ein einziges Mal 12 jetzt da gelesen. Ein paar Mal ist 13 und 14 dabei, aber der größte Anteil war, glaube ich, zwischen 15 und 17. Was ich mir schon gedacht habe. Ja, also gut, ein Drittel, gehe jetzt einmal davon aus, ist von euch so zwischen 15 und 18. Ja? Und der zweitgrößte Teil, oder der allergrößte Teil laut YouTube, und das glaube ich ist ja dann tatsächlich so, ist zwischen 18 und 24. Davon sind 90% männlich und 10% weiblich. Sprich, wir schauen gerade 430 Leute zu. Sprich, davon müssten 43 oder 40 Mädels hierin sitzen. Ist dem so? So viele Mädels, ich habe nicht gewusst, dass so viele Mädels mit meinem Humor, wenn man das so nennen kann, dass mit meinem Humor was anfangen können. Normalerweise, keine Ahnung, alle Mädels haben zu mir bloß gesagt, was bist du für ein Depp, hau ab. Oder gehst her, normalerweise, wenn du ein Weiberleid innerhalb von 1 Minute 3 mit zum Locher bringst, dann blast der Schnee an, wie es schauen kann. Hat er ziemlich, nein, das sag ich jetzt nicht. Aber das, wie soll ich sagen, meistens lochern sie halt nicht, sondern lochern die oder mich halt einfach aus und sagen, alles klar, was bist du für Spacko. Deswegen bin ich ein bisschen überwältigt, wie viele Mädels das da sind. Dann geht's weiter mit 25 bis 34 Jahre. Das sind 25%. Davon sind schon 95% Männer und bloß noch 5% Frauen. Das liegt, glaube ich, daran, dass Frauen gern zwischen 25 und 35 Kinder kriegen. In meinem Jargon Kaiben. Und sie dann für solche Dinge nicht mehr interessieren. Weil dann gibt es bloß noch Kind. Und alles weitere sparen wir jetzt einfach. So. Ja, und der Rest, das sind so 10% zwischen 35 und 44 und nochmal 5% 45 Jahre und aufwärts. Ja, hängt natürlich einmal ganz stark davon ab, wie ehrlich jeder ist, was er in seinem YouTube-Account für einen Namen angibt, was für ein Jahr das er angibt, wie alt das er ist. Die meisten von euch, die noch nicht 18 sind, werden sie halt wahrscheinlich einen Account machen und da 18 reinschreiben für irgendwelche Dinge, keine Ahnung, die sonst gesperrt werden oder was weiß ich. Ich bin schon lange nicht mehr 18, deswegen habe ich da keine Ahnung von. Herr Achertz! Servus, Bürgergruß aus dem Landkreis Kam. Ich bin 19 JHOID. Ja, mit 19 bist du wahrscheinlich schon aus der Schule heraus oder du bist am Studieren. Erstmal vergelt's gut für deinen Euro. Grüß nach Kam aus Landau und merci für den Euro.
Ja, also das mit der Ding ist schon schwierig mit dem Alter, ja. Und ich finde das sowieso lächerlich. Es gibt natürlich ein paar so Hater-Kinder, die machen sich dann darüber lustig. Ja, was ist das schon? Weißt du, wenn du mit YouTube da sitzt, der jeder kennt's. Ja, das sind ja die typischen Hater, Neider, Arschlochkinder, die sonst nichts zum Tor haben. Die sitzen dann da und denken sich so, ja, was machst du mit denen? Die sind alle 12 Jahre, die da zuschauen. Und ich sitze da und denke sich, ja und, aber sie schauen zu, du Mongo. Was, hä? Was ist das für Aussage? Und wenn er 4 Jahre alt ist, schaut auch zu, wenn er zuschaut. Dir schaut keiner zu beim Behindertsein. Halt dein Maul! Das ist das Erste, was mir ich denke. Und dann, ja, ist er sowieso wurscht. Jeder, der älter ist wie 18 und einigermaßen da oben beieinander ist, der, wie soll ich sagen, der wird schon für sich selber entscheiden können, was er lustig findet und was nicht. Keine Ahnung. Aber ansonsten habe ich schon den Eindruck, dass es so 50-50 ist. Also, dass viele von euch haben schon sehr alt, viele von euch haben auch so alt wie ich. Die so alt sind wie ich und im Discord-Channel am sitzen, die wissen das. Wenn ich meine, der Anonym fragt mich, ist die auch so warm. Schau ich aus, als da die am Arktis-Pol sitzen. Dann nehme ich doch erst einmal genüsslich einen Schluck aus meiner Babymaus. So, das war's schon. Passt gut gegangen. Der Herr Dominik Bauers schreibt, du wolltest sagen, wo du wohnst. Das bin ich schon lange nicht mehr gefragt worden und in dem letzten, vor kürzlich erschienenen Herr Spontaner Black 88. Das machst du mit den Leuten, die nichts kaufen. Was ist das? Wer nichts kauft? Da, der Kleine schon wieder. Wer nichts kauft, ist raus. Wer kauft was? Wer kauft denn was? Kann mir jetzt bitte endlich mal irgendjemand erklären, was das für ein Witz wieder irgendwo sei oder sonst was? Ich checken halt noch nicht. Aber was ich mit den Leiben hoch, die nichts kaufen, denen ist Scheiße ins Gesicht. Yay! So. Ich bin so oft gefragt normalerweise, wo ich wohne. Ich wohne in Landau, an der Isar. Das ist in der Nähe von Straubing bzw. Dingolfing, beziehungsweise genau dazwischen. Ja. Die Frage kann ich jetzt verstehen, weil mittlerweile auch sehr viele neue Leute da sind. Und das letzte Video, wo ich das irgendwo einmal erkläre, ist sehr lang her. Und die letzten Streams, wo ich das gefragt wurde, haben auch schon eine Zeit her. Normalerweise will ich ja gerne noch gefragt, was ist denn dein Lieblingsbier? Diese Frage werde ich nie wieder beantworten, weil das ist wirklich, das nervt mich tot. Was mein scheiß Lieblingsbier ist, das, was halt schmeckt und gerade da ist. Aus. So. Servus, grüßt euch, schreibt der Johannes B. Kerner, wahrscheinlich. Habe die Ehre. Wo brauchst du allerweil sau lang für eine halbe? Was? Brauchst du allerweil so lang für eine halbe? Also ich war ja, die meisten, die heute auch wieder da sind, Kruzifix, ich muss so viel koppen, dass ganz aus ist. Letzten Samstag auf einer Hochzeit. Und ich glaube, da habe ich so viel halbe gesoffen wie seit 10 Jahren nicht mehr. Ich habe so viel geschwitzt. Unfassbar. Also unfassbar. War sau lustig, viel weiß ich nicht mehr, aber ich habe saumäßig viel geschwitzt und so viel halben gesoffen wie in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nicht. Ich darf gerne sagen, wie viel das sind, aber ich habe keinen blassen Schimmer. Schöne Grüße aus der Steiermark. Es sind so viele Österreicher. Frau, geht dahin! Im Juni nächstes Jahr schau Idavo Kanada aus ZUA. 4 ein Jahr BI zum Hackeln dort. Du hackelst in Kanada? Was, das schaut nicht. Weißt du, das ist ein Auslandsjahr. Einmal schauen, wie es woanders zugeht. Noch gefällt's dir in Kanada, bleibst gleich hinten drauf geschissen. Da, das gleich Ruhe. Vergeht's gut für deinen 5,49, glaube ich, waren. Frau geht dahin, Special Merci. Dominika, ist ja gut jetzt, Kinder. Zirndorfer Kellerbier ist das Beste. Merci für deinen Zickel, Herr Loy, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Zirndorfer Kellerbier ist. Habe ich noch nie, meiner Lebtag nicht, einmal probiert. Steiermark, da waren wir gerade noch. So viele Österreicher, also erst einmal sind saumäßig viele Österreicher da. Da können wir übrigens auch noch gleich nachschauen. Region, zeigt mir irgendwas Land. Jetzt mal so wacht. Wiedergabezeit in Minuten. Jetzt pass auf, 300.000 Minuten. Ich habe jetzt bloß also da 300.000 Minuten Wiedergabezeit sind aus Österreich und 1,1 Millionen
aus Deutschland. Das sagt mir, dass fast ein Drittel Österreicher da sind. Und immer wenn es heißt so, Grüß aus Österreich, heißt es ganz oft aus der Steiermark. Ganz oft. Special Greets an meine Lieblingsnachbarn. Gefreut mich narrisch, dass wir euch da hinten auch langsam erreichen. Wunderschön. Wunderschön. Gefällt mir gut. Habe ich dir aus Wös. Aus Wös muss er du schreiben. Weißt, wenn der Herr Eicher schreibt, habe ich dir aus Wels, dann weiß ich natürlich auch, wo er her ist. Aber wenn er schreibt Wös, mit dem typischen Ö, dann weiß ich auch sofort, wo du her bist. Aber ja. Der Gregor Bayhammer fragt mich, Birger, was ist denn dein Lieblings-RPG-Standard-Battle-Theme? Tatsächlich der Bossfight-Soundtrack aus Secret of Mana. Irgendwie so war der. Aber der ist wahrscheinlich zu krass, deswegen ich weiß nicht, was der Standard-Battle-Sound ist. Da, andere Herr Kulze! Ed Birger, schöne Grüße von meinem Bruder. Der Alex hat halt leider keine Zeit, aber es wade, wo er am grüßen. Also Happy DRRRTT vom Alex. Victor! Fit Baby! Stopf die dicken Schäne Griers Was, aus 120? Bist du bescheuert? Buachner und da Kati Saufen. Merci für 22 Euro. Kinder, jetzt auf damit, jetzt sofort. Phase 1, erst einmal Special Greets an Alex, an die Kulzer-Brüder, die meines Erachtens die zwei griebigsten Brüder auf diesem Planeten sind. Special Greets Richtung Straubing, glaube ich, war's, gell? Ja. Merci und sagst deinem Bruder einen schönen Gruß von mir. Jetzt auf! Um diese Uhrzeit habt ihr hier nix verloren. Merci für dein Zwickel 29, Spontaner Black. Ich glaube, das hat doch was mit Montana Black zum tun, hä? Ist das nicht das Sprayer-Marken oder so? Ja. Weiß ich schon. Herr Fit Baby! Stopf die dicken, schöne Grüße aus dem Bierkönig vom Burner und der Kathi. Saufen! 22 Euro, da haben wir uns so sicher, dass du die da nicht verdruckt hast. Jetzt bitte schön auf mit den zweistelligen Beträgen und vorne 90. Jetzt auf! Fix, Mari, hol der Staub! Fix mein Busch geschissen! Herr Murchei! Du bist doch auch schon seit der ersten Stunde dabei, Herr Murchei. Merci für dein Fünfer. Nochmal, Fit Baby, Special Greets an Burchner und an Kathi. Viel Spaß beim Saufen. Und merci für die 22 Euro, das braucht's wirklich nicht. Das ist zu viel. Kinder, das ist zu viel. So, wo haben wir denn überhaupt? Kruzifix, oh, ich scroll, kann ich's lesen? So, der Villa ist auch eingetroffen. Du bist doch im Urlaub. Schleich dich. Herr Villa, schleich dich. Dominik Friedl ist ein YouTuber für Fortnite Birger. Verstehe ich nicht, was du damit sagen möchtest, aber nö, die werden niemals Fortnite spielen. Lieber hau ich mir Fiers ab, keine Ahnung. Was ist deine Lieblingsstaffel Game of Thrones? Fragt der Frankendrache fragt das. Was ist mein Lieblingsspecial, Lieblingsstaffel in Game of Thrones? Ich weiß leider nicht mehr, was von das war, die zweite oder dritte, da wo von jetzt auf gleich eine ganze Familie ausgelöscht wird und ja jeder so vorm Fernsehen sitzt. Das war die krasseste Staffel, finde ich. Und die erste ist auch ziemlich stark. Das ist eine typische Serie. Nach die ersten 2 Folgen hast dann Mr. Spontan... Helga. Oh, das geht aber besser. Das kannst du nicht gescheit vorne. Mr. Spontaner Black, vergeht's für den Zwickel 29. Helga! Viel wichtig ist aber Slayer und Tümme! An Euro für den Klin-Gelb-Idol. Herr Bavarian Viking, vergeht's gut für den Euro, den werde ich in den Klingelbeidel, da werde ich einlegen. Da werde ich einlegen und dann kaufen wir lieber kein 10 davon. So, gespam mir auf YouTube, ich bin mir nicht sicher. Der Sebastian Styler schreibt, Birger, du musst Call of Duty spielen. Also nach den Alterszahlen, wo ich vorher gelesen habe ich schon Call of Duty gespielt, da waren 5 von euch noch gar nicht da. So, darauf konnte ich das spontan auserzählen. Nein, das ist da oben aufgereiht. Ich glaube, ich habe und das ist ein Call of Duty 1 ausgereiht. Hört sie jetzt bitte schön auf damit. Kruzifix, ich kann nichts verzeihen. Oben mit GPS, Bilder, Schauer und Klimaanlage. I love it. Grüß SNLKR am Berg Sulzbach.
Merci. Grüß an den LKR aus Amberg. Glaube ich, habe ich richtig gelesen, oder? Ja. Merci. So. Leberkassemmel mit Ketchup, haha. Ja, nein. Ich habe mir gestern erst 2 Leberkassemmeln eingebaut. Und da ich die Fleischfachverkäuferin da dort kenne, die mir die macht, muss ich tatsächlich jedes Mal wieder reinschauen, ob wirklich tatsächlich kein Ketchup drin ist, weil ich manchmal das Gefühl habe, sie möchte mir auf den Arm nehmen. So. Max P. geht jetzt Freibad et Walter Wolf. Wir gehen ins Freibad. Komm Mensch, geht ins Freibad, fotz gefälligst am Weiher. Fix Mari. Timmy! So. Warst du schon in Ingolstadt? Ja. Ja, wie ist denn jetzt das neue Call of Duty? Bin nicht dazu gekommen, Beta zum Spielen? Das ist eine gute Frage. Ich auch nicht. Hat es da eine Beta gegeben? Was für ein nice Call of Duty überhaupt? Black Ops 4, oder? Es gibt doch Black Ops 4. Mr. Spontaner! Bissal Urlaubsgeld, aber noch einmal Helga schreien. Helga! Timme! Slayer! So. Das muss lange. Jetzt kann ich schon wieder nicht mehr schmerzen. Jetzt haben wir 40 Minuten da. Ich bin heiser. Passt. Der Herr Müller fragt mich, warst du wacken? Was? Wacken? Schon lang vorbei, Spaß. Nein, war ich nicht. Sag mal bitte Franziska! Schreibt der Jojo LPS. Ja, ist okay. So, jetzt darf ich nicht mehr so umeinander schreien, weil sonst kann ich nicht mehr schmerzen die nächsten 14 Tage. Und ich darf so gern schmerzen die nächsten 14 Tage. Kommen wir mal nach Steiermark, nach Graz. Was tue ich da? Was mache ich da? What I'm doing there? I have no idea, no. No, Senor. Vielleicht machen wir mal irgendwann, wenn wir noch mehr Leute werden, was irgendwie, also wenn das irgendwann einmal aufhört. Ich bin mir nicht sicher, ob das jemals irgendwann aufhört, Kinder. Ich habe mir so gedacht, so, ja, durch die bayerische Mundart und dass du ja wirklich nichts anderes machst und alle deine Videos sind so im tiefsten bayerisch geschmatzt und überhaupt und Themen teilweise ja auch, zumindest die ersten Themen waren 100% nur bayerische Themen. Da wird irgendwann mal der Riegel vorgeschoben, ja, wie viele Leute du erreichen kannst. Aber es hört einfach nicht auf. Es wird immer mehr, ich weiß nicht, was soll ich machen? Wenn du mich fragst, spinnt's ja alle. Ihr sauft's doch. Wenn du mich fragst. Aber gut. Frau Tanja KJ. Nix Freibad. Nix Freibad. Ab in die Regentonne. Smiley mit Freudentränen. Ja. Merci dir. Der Grüße Test von NEM Schweizer. Oh. Hör mir jetzt wieder auf, Kinder. Danke für den Hörschaden und Grüße aus Fürth. Aber merci Leute, ich kann nicht die Herz halt auf. Ernst jetzt. Danke. So, wo wir jetzt irgendjemand so in die Regentonne gehen und hat einen Hörschaden oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ja, Regentonne habe ich leider keine. Aber das war gar nicht so dumm. Wahrscheinlich warten da drin, jetzt wartet da drin aber als Staunsen-Festival. Ja. Das heißt Rock in der Tonne. So. Ich habe ein bisschen Sodbrennen heute. Ja, ein wenig einen Sod. Haust du einen Sod auf? Es brennt, als hätte man einen brennenden Spiritus in die Pfotzen geschüttet. Aber naja. Frage, wo ist denn deine Lieblingsstelle in Breaking Bad? Meine Lieblingsstelle in Breaking Bad? Da wo der Mr. Heisenberg das erste Mal richtig grantig wird und dem Typen das weiße, dem quasi das Crystal-Zeug oder was auch immer das vertrogen haben, vorwerfen möchte. Und dabei ist so ein Sprengstoffzeug und er das dann hinwirft und quasi die erste Wendung und dann da fängt das dann so richtig an, dass der Heisenberg, der Walter White, so richtig bäs wird und immer besser wird und immer besser wird und immer weiter einrutscht. Das ist mein Lieblingsstelle in Breaking Bad. Mr. Krabs schreibt, Bryson sind die Besten. Ja. Nö. So. Wo ist denn Perry? Schreibt, hast du zugenommen? Das ist mein Geheimnis, ich nehme immer zu. Herr jetzt hört nicht auf. Was jetzt denn? Herr bei Viking, merci. Grüße an alle Tiroler. Patrick Knabel, vergeht's für den Zirkel 29. Merci für 6,66 €. Jetzt hört's wieder auf, bitte. Jetzt hört auf, ich geh doch in Urlaub. Da geht's ja nicht mit irgendwelchen Spenden zu scheißen. Ist ja gut jetzt. Fix Mari! Hole Stauern! 17 Mal. Gute Freunde, kann niemand trennen. So. Verbrennt's ihm. Wen verbrennen wir? Mich? Na.
Das war ein Schmarrn. Das ist so zonlos sofort hin. Nicht erst in 10 Jahren. Bürger, die Preisen wollen halt auch Bayerisch lernen. Ja, dürfen sie ja. Wenn wir alle gelernt haben, wie wir alle gelernt haben. Ja? Der gemeine Preis an sich ist ja dumm wie der Straßenstimpen. Dafür kann er nix. Er ist erst dann ein Preis und dumm, wenn er sich dumm verhält und wie ein Preis. Ja? Nur weil jemand irgendwo geboren ist oder sonst irgendwas, ist er nicht automatisch ein Preis. Das ist ganz wichtig. Frau, geht da hin! Ist der Witz. Muckst MUI in den Messenger nei und nachdenkendes Gesicht. Einmal ausnahmsweise. Außer es ist wieder irgendwas, was wir nicht anschauen können, weil sie meinen Stream wieder sperren. Ich muss jetzt schon lachen. Wir mal alle wissen, wer zahlt schon oft an. Jetzt pass auf, wie lange dauert der Kass? 3,25. Ich hoffe, jetzt ist nicht alles doppelt, weil ich heute meine Boxen nämlich eingeschaltet habe und kein Headset. Wo sind wir? Das müssen wir weg tun. Das lassen wir laufen und dann schauen wir einfach mal, was passiert. So. Ätla, han ska nu hoppa trampolinen och han ska ta en kan man dobbelflip. Was ist denn das? Was reden ist das skandinavisch? Also das Herz Jobi, das Herz ein bisschen skandinavisch, oder? Han ska pröva på en salto. Hast du die Brüste drauf? Verliere du! Skratta du! Verliere du! So. Så check wo ein Ting. Ist aber auch schon das Einzige, was ich auf Schwedisch kann, obwohl mein Name eigentlich ein schwedischer Name ist. Also nicht eigentlich, es ist ein schwedischer Name. Ich heiße Birger. Das ist eigentlich auch so gerne so eine Frage. Ich heiße wirklich Birger. Ist halt so. Går gart i Norge. Det menar Warum weiß ich, was passiert? Stefan! Raute-Fan-Treffen in Österreich. Wenn wir groß genug sind und fake nur Leute in Österreich, dann komme ich irgendwann um mich. Versprochen. Fix, jetzt haben wir jetzt Bundesbefehl! Herr Suffbeidel! Hi Bürger lieber es Geld dir als an Asylanten. Der ist grenzwertig. Merci, aber grenzwertig. Bitte, 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 keine Kommentare, irgendwelchen Flüchtlings- oder Asylantenscheiß. Bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Wo sind da NATO på en salto? Warum weiß ich jetzt schon, wie das Video ausgeht? Rotzenvoll mit der Bierdosen in der Hand und der Zigaretten in der Futzen auf ein Kindertrampolin steigen, das größer ist als einer selber. Es war schon immer die beste Idee. Har nummeret klart til 113, eller? Ja, nej. Jag har numret klart till Ringnes för att jag vill direkt på den så. 3, 2, 1 und tschüss. Jag har vi gått en halv vecka. Hey, für einen Psuffen gar nicht so schlecht. Alltså, nu är du på YouTube om cirka 4 minuter. Herr Spontana! Komm mal nach Landshut und dann wird eskaliert. In Landshut ist schon öfter mal eskaliert worden. Herr Spontaner Black, ich glaube jetzt zum 34. Mal vergeht's gut für deinen Zwickel 29. Oh. Hoppala. Ich hätte eigentlich jetzt, obwohl ich wirklich sehr tierlieb bin und ich habe selber 3 Katzen und einen Hund, hätte ich jetzt sehr gern gesehen, wie die Katze da drauf umeinander springt. Kom her. Det har vi lavet på YouTube. Se, kom her en pyser. Ich mag jetzt den Typen in der blauen Jacke am Trampolin sehen, weil der wirklich haubitzenvoll ist, der Typ. Er hat die Lampe auf, die Lampe. Vill du ha sånt och sånt då? Nej, du måste stå på. Du må stå på fötterna. Sån här gör jag också. Du måste filma. Nei, han har det for far. Aber jetzt denken wir so ein bisschen Viere laufen lassen, weil weiß der Geier, was da los ist. Kom hit här och röka såna. Also ich hoffe, dass da jetzt bitte noch irgendwas passiert. Warum gibt er dem Kind da heute mal mit Zigaretten? 8-jähriges Kind. Warum nicht? Tar du tabakfläck?
das ist wie ein Schoß. Das ist wie ein Schoß. Das ist der älteste Witz der Menschheit. Der zweitälteste Witz der Menschheit sind irgendwelche Idioten auf Trampoline. Aber er ist einfach lustig. Es ist einfach lustig zum Zuschauen, wenn leider irgendein so ein Blödsinn passiert. Solange sie sich nicht ernsthaft wehren. Solange sie sich, ganz wichtig, nicht, dass jetzt die Leute anfangen und mich zuscheißen mit Videos, wo sich die Leute Haxen brechen und sonst irgendwas. Das, wenn irgendjemand tut, kriegt alle einen Permaban, ihr fliegt aus meiner Freundesliste und dürft mir nie wieder eine Nachricht schreiben. Wenn irgendjemand so einen Bullshit schickt. So. Fan-Treffen Deckendorf, Fan-Treffen Straubing. Was, Birger, bist du Straubing-Geibonfest? Mit ziemlicher Sicherheit ja. Bloß ich werde nicht sagen wann, weil ich dann mit Sicherheit nämlich keine einzige Masse in Ruhe trinken werde. Ja. Birger, was machst du, wenn du am Preisen siehst, der gerade... Birger, was machst du, wenn du am Preisen siehst, der gerade Ketchup auf die Leberkasse semi tut? Preisen soll's beim Scheißen zerreißen. Ui, der! Was ich dann tue, ich glaube, da ist der How to Leberkäse sehr direkt. Was man mit den Ideen. Der Jäger LZ Liv schreibt: Hey, Ed Birger zockt, hast du schon gemerkt, dass wir schon fast ein Vollgerät überholt haben auf YouTube? Jein. Jein. Hab ich natürlich checkt. Ich weiß auch, er hat die 50.000 schon geknackt. An dieser Stelle erst einmal GZ an den Herrn Vollgerät, der sie redlich verdient hat. Und ich bin mir sowieso ein bisschen unschlüssig, dass 50.000 für ihn eigentlich sogar ziemlich wenig sind, in Anführungsstrichen, wenn man bedenkt, er hat 250.000 auf Facebook. Ich bin aber ein bisschen fasziniert drüber, wie der Vollgerät das hinkriegt, dass er lädt seine Videos auf und er hat in die ersten Tagen sehr ähnlich wie ich Klicks beieinander. Ja? Wenn es ein einigermaßen brauchbares Video ist, wie jetzt in die letzten, schauen wir mal How to Festival an, dann sind es so auf eine Woche oder auf die ersten 2 Tage, das sind die wichtigsten Tage so ungefähr, sind es so 30.000 Aufrufe. Die hat er auch. Und denken wir so, ja gut, passt, also nichts irgendwie anders, haben wir alle gleich auf, etc. etc. Dann geht er aber her und dann dauert es eine Woche und auf einmal sind es 130.000. Oder noch mehr. Da frage ich mich euch, wie er das macht. Ich sehe nämlich auf seiner Facebook-Seite, da postet er das YouTube-Video nämlich nicht. Und mich hat interessiert, wie er das macht. Da hat er irgendeinen Trick oder was weiß ich, oder er lenkt tatsächlich irgendwie die Leute auf seiner Facebook-Seiten auf die YouTube-Videos. Wie er das macht, ich weiß es nicht. Und dadurch kriegt er halt natürlich Abos ohne Ende. Das ist aber sowieso klar. Und übrigens auch völlig zu Recht, das ist aber auch klar. Das Einzige, darf man ja sagen, das letzte Video, wo er gemacht hat, das war dieses WhatsApp und Weißbier ins Telefon, war das Schwächste seit langem. Umso stärker habe ich gefunden, Royal Wedding und vor allem das mit den zwei Hamster, beziehungsweise Meerschweindel sind es, glaube ich. Ich hoffe, dass er das sagt, das waren Geniestreiche, mein Freund. Aber gut. So, auf welcher Schule warst du? Seppi, ich war in der Realschule. Für mehr hat es nicht gelangt. Mehr braucht es ja nicht. Mach bitte ein Fan-Treffen in Minga. Tolzwürmer, da wärst du gefreien am 15. September. Bin ich nämlich in Minga. Aber, wie gesagt, mir Hals ein wenig Soul auf, da kann ich nicht so schmeißen. Mr. Spontana, stop it! Now. Findest du meine Spenden eigentlich hübsch? Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Findest du meine Spenden eigentlich hübsch? Ja! Am liebsten da das auch rein. Wenn's Titten hätten. So. Bist du ein Arschwasseriger? Wer zum Hölle ist just in diesem Moment kein Arschwasseriger? Kannst du mir das erklären, bitteschön? Naja, also mal an alle, ja. Ich leite mit dem Stream heute eine kleine Sommerpause ein, zumindest was den Stream betrifft. Das kämen weiterhin, die nächste Woche kommt ein Video, übernächste Woche kommt ein Video und dann bin ich schon wieder zurück. Ja? Dann ist mein Urlaub auch schon wieder vorbei. Dann werden wir uns wahrscheinlich einmal über das 50.000er Special unterhalten müssen, weil da nicht mehr lang hieß. Ich glaube 1500 Leute brauchen wir noch und wenn das so weitergeht wie jetzt gerade, dann haben wir die theoretisch nächste Woche, weil es ist lauter geschubst, die Satz, wenn du mich fragst, ja. Da muss ich erst einmal nochmal Special haben, an alle sagen, die neu dazugekommen sind, gefreut mich narrisch. Special
Greets an die Twitch-Zuschauer. Special Greets an jeden. Naja, Special Greets an meine Lieblingsnachbarn. Vorher habe ich noch was vergessen. Special Greets in die Schweiz. Jemand hat vorher aus der Schweiz gespendet. Freut mich natürlich auch sehr, wenn von da hinten jemand zuschaut. Naja. Was es eben ist und überhaupt und sowieso. Wo waren wir jetzt? Was wollte ich nicht verzeihen? Irgendwas wollte ich verzeihen. Ja, folgendes. Fan-Treffen. Für die Leute, die jetzt da sind und für die Leute, die das interessieren, aufpassen. Es kommt ein Fan-Treffen. Wenn ich wieder da bin, kommt natürlich auch ein Video dazu, wo ich euch genauestens erkläre, wann, wo, wie, überhaupt und sowieso. Und zwar am 15. September. Das ist ein Samstag. Da hat die Schule schon wieder angefangen. Hälfte sowieso nicht. Und überhaupt und sowieso. 15. September in München. Minge. Ich wiederhole. 15. September 2018 in München. Minge im MOC. Und zwar auf der Comic-Con. Okay? Da bin ich dabei mit dem Trachtman-Creator, mit dem Chris. Gläuber Chris, der einen Trachtman zeichnet, den ich für ihn auf Borisch übersetze. Das ist ein borischer Superheld in Comicform. Könnt ihr ja mal gerne danach googeln, wer es noch nicht kennt. Trachtman. Oder ihr schaut euch einfach mal die Stammtischmicker-Videos an von den letzten 2 Mal. Dann wisst ihr auch, was das ist. Und da wird es ein Fan-Treffen geben, weil ich da mit dem Chris dabei bin und er räumt mir da so ein kleines Platzerl an seinem Stand ein und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass das Eintritt kostet, ja. Das ist eine Veranstaltung, wo für alles gesorgt ist, wo mich nichts scheißen braucht, ja. Herr Steinkeiner! Was aus Sizilien? Aus Sizilien, winkende Hand. Winkende Hand. Herr Steinkeiner, vergeht's gut für den Zwickel 29. Special Greets nach Sizilien und einen wunderschönen Urlaub wünsche ich. Ein bisschen unfair ist ja schon, aber ich habe heute auch Urlaub, deswegen ist es mir einfach wurscht. So. Simon Aki, verzeih mir einen Witz bitte. Mama, ich hätte gern, kannst du die Kekse da haben, aber du, holst du doch selber. Ja, aber ich hab doch keine Arme. Na, warte so. Aber ich hab doch gar keine Arme. Tja, keine Arme, keine Kekse. Bitch! So. Birger, wenn du auf Anstoff kommst, kannst du mal ein Weizenbiereis essen. Ja, ich mag aber kein Weizenbiereis. Erstens heißt das Weißbiereis. Und zweitens, sowas tut man nicht. So. Tolltürmer, fragen, welches Format macht dir eigentlich am meisten Spaß zum Aufnehmen? Das glaube ich, habe ich in dem letzten eine Fragevideo schon beantwortet. Wahrscheinlich verzeihe ich jetzt wieder, je nach Gefühlslage, ganz was anderes. Das kommt ehrlich gesagt ganz drauf auf die Tagesform drauf an. Ich glaube, dass mir das Kruzifix am meisten Spaß macht. Da brauche ich aber eine gute Vorlage dafür. Ja? Also es ist selten, ich glaube, am allermeisten Spaß und das, was ich selbst als mein lustigstes Video bezeichne, das ist nicht Preißenkinder oder der Oberhammer oder die Tussi, die versucht Hochdeutsch zu reden, sondern wo ich mir eigentlich gedacht habe, dass das noch besser einschluckt oder noch besser funktioniert wie Preißenkinder. Aber schau her, so kann man sich irren, sowas kann man nicht planen. Das ist die Preiswurst. Ja, mit was weiß ich, was soll ich sehen, drinnen, da habe ich, finde ich, ziemlich viele Witze verschossen und vielleicht war das einfach zu viel, keine Ahnung, da war auch das Kochstudio drin, glaube ich, etc. Und, aber ja, gut, ist ja wurscht, aber das Kruzifix macht mir, wenn ich eine schöne Vorlage habe, am meisten Spaß. Und wenn man, dann habe ich ja auch verzeiht, glaube ich, wenn wir das nach Aufwand ranken müssen, dann gefällt mir der Stammtisch Micker am besten, weil das definitiv am wenigsten Arbeit ist. Da brauche ich mich nicht darauf vorbereiten, da brauche ich nichts schneiden, nicht recht viel, etc. Da sitze ich mir hier, schmatzt 10 Minuten, schneide es ein wenig zusammen, lade auf, ole. Und das, was einmal am meisten Arbeit macht, das ist jetzt mehr ein How-To. Das ist einfach so. 6 Minuten, jede Sekunde, Wörter animieren, Battle animieren, dahi. Da sitzt man schon eine Zeitl. Aber ich mache es ja gern und das fühlt sich nicht an wie Arbeit. Deswegen, ich habe auch noch nie so lange sowas ernsthaft durchgezogen. Noch nie. Naja. Der Schillerdämon schreibt, Birger, bist du auf Twitch auch unterwegs? Ja, just in diesem Moment streame ich auch gleichzeitig auf Twitch. Aber als Birger zockt, weil der Name Birger schon weg war, leider. Ich streame aber immer gleichzeitig auf YouTube und Twitch, also ist wurscht, wo du zuschaust.
Naja. Der Thomas K. fragt mich, in welchem Alter hast du das erste Mal einen Rausch? Mit 11. So, hab grad die Kreissagel zerlegt und schwitzt wie Sau. Danke für den Stream. Herr Sleepy Pippit. Pippit, oder? Ja. Da gibt's aber nichts zu danken. Frau Gwald schreibt, nächste Woche kommt ein Video. Ball. Du Spoiler-Matz, du Kleine. Ruhe ist. Ich hab mir eigentlich schon gedacht, ich hab ja das Video schon fertig, hab ich mir schon gedacht so, Herr Flones! Servus und gute Nacht aus Tokio. Wo hat's ihr den alle, Mann? Spinnt's ihr? Mr. Flones V8, vergeht's gut für deine 3 Euro und Special Greets nach Tokio. Alter, what the fuck? Ja, aber wie gesagt, es sind halt Ferien und Urlaub und so weiter, gell? Hört's jetzt auf! Yes, Montana Black! Merci für deine 99 Cent. Allerdings bin ich über die 99 Cent jetzt ein bisschen verwirrt drüber, dass keine Nachricht nicht drunter war. Ich glaube, das war unbeabsichtigt. Ich weiß nicht. Naja. Merci auf alle Fälle. Servus Bürger, hat mir jetzt dein I Heart Baby Kur T-Shirt gekauft und mein Freund finden das genauso geil wie ich und schauen die jetzt an. Mr. Storm Shadow. Erst einmal vergeht's Gott für deinen Einkauf, das ist einmal eh klar. Da muss ich mich sowieso einmal sehr stark bei alle bedanken, die sich bei mir so T-Shirts holen. Mit I Love Babykur, Vollbier Squad und so weiter. Ein bisschen Eigenwerbung muss auch mal sein. Gibt's übrigens, pass auf, da herum, wenn ihr da auf das i druckt, ganz rechts oben im Video. Wen das auch interessiert, der kann da gerne mal reinschauen. Vergeht's Gott an alle, die mein Merch kaufen, was in letzter Zeit echt viel war, wo ich mir echt gedacht habe, so Alter, und so viele Mädels auch. Ich hoffe so viel, dass ich endlich mal irgendjemand irgendwo auf der Straße umeinander laufen sehe, der mein T-Shirt von mir hat, weil ich dann kommentarlos hingehe, gebe ihm ein High Five und wenn er nicht checkt, was los ist, dann ziehe ich ihm das T-Shirt aus und laufe davor damit. Ha! So, der Sepp schreibt, auch wenn ich dein Fan-Treffen verpassen werde, bin ein großer Fan, mach so weiter, hau die ein. Herr Sepp, das freut mich natürlich narrisch und ich bin Fan von euch. Klingt immer schwul ohne Ende und irgendwie kitschig und irgendwie unglaubwürdig, aber ganz ehrlich, ohne euch, ohne jeden Einzelnen von dieser ultimativ brutalen Community, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich weiß nicht, jeder YouTuber sitzt da und denkt so, oh, meine Community ist so geil, Das hört sich irgendwie so, als wären sie sich selber am Blasen, ich weiß nicht. Deswegen finde ich das selber ein bisschen suspekt, wenn einer das tut, aber ich muss auch sagen, dass ich weiß nicht, wer der brutalste von euch ist. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hätte niemals denkt, dass man mir so viel leid werden, dass das möglich ist, mit nur bohrischem Scheiß auf YouTube so viel Leid zu mir reichen. Herzlichen Dank dafür. Ihr habt keine Ahnung, was mir das bedeutet, dass gerade 350 Leute zuschauen, vorher 450 und das konstant. Wie ihr meine Videos anschaut, eine Kommentare, da ist 0,001% dabei, die mir irgendeinen Blödsinn schreiben, aber das interessiert mich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Irgendjemand hat geschrieben, jetzt pass auf, kannst du eine Babykur-Cap rausbringen? Babykur-Cap gibt's doch, oder nicht? Ich blende euch das mal ein. Hab ich nicht mehr. Unten in der Beschreibung oder rechts oben im Video. Online-Shop heißt biergerwear.de, das müsste eigentlich eine Babykur-Cap geben, unter Accessoires. Und einer hat noch geschrieben, machen wir ein Wo ist Heisel-T-Shirt, es gibt's auch, ihr müsst halt bloß nachschauen. Schöne Grias aus Koh Samui, Thailand. Jetzt wird's Herr Zipfischoß. Der Zipfischoß. Vergeht's gut für den Euro. Grüß nach fucking Koh Samui. Jetzt langsam. Der eine sitzt in Tokio, einer sitzt in Sizilien, der andere in fucking Thailand. Wo haben wir mich überhaupt? Kruzifix, warum sitze ich in... Ja gut, ich sitze gerne in Niederbayern. Ich sag's euch, wie es ist, ich sitze gern, wo ich bin. Ich sitze gern, wo ich bin, weil bei den Temperaturen, da kannst du sauber und Isolenz, ne? Geil. So. Nochmal irgendjemand hat geschrieben, ich hätte gern, wo ist ein Heisel? Franziska! Gibt's T-Shirts? Ja, gibt's. Biergerwear.de. Falls es irgendjemanden interessiert. Gibt's übrigens schon lang. Muss man bloß vielleicht mal ein bisschen runterscrollen. So, toll's wie wir schreiben. Saugeiler Stream, macht richtig Spaß, mein Freund. Und ich schaue nur noch deine Videos, macht sau Spaß, danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr braucht euch nicht bei mir bedanken, dass ich mache, was ich mache.
umdreht. Der Spieß, der muss umdreht werden. Ich muss mich bedanken, dass ihr meinen Scheiß anschaut. Sonst wird man nie, ich darf halt nicht da sitzen und das halt machen. Oder jeden Freitag machen. Oder schauen, dass wir regelmäßig Blödsinn raushauen und dass ihr was zum Lachen habt und ich mich drüber frei. Das ist völliger Irrsinn. Und ich hab nicht das Gefühl, dass es irgendwie weniger wird. Ich rede mir die ganze Zeit ein, nur bohrisch, irgendwann Grenze, geht nicht mehr. Irgendwann ist Schluss, auf YouTube zumindest. Ist irgendwann Schluss. Nein, es werden immer mehr. Was letzte Woche, da hat es ja 2 Videos auf einen Schlag gegeben, deswegen dauert jetzt das nächste Video mal bis nächste Woche, ja. Mal ein bisschen hier Zeit dazwischen und so weiter. Was da neue Abos einer geschwappt hat. 300 am Tag, 200 am Tag, 250 am Tag. Ich glaube 1500 neue Leute in weniger als einer Woche. Ich weiß überhaupt nicht. Ja, explodiert mir der Kopf. Wir haben ja, vorher hat es jemand geschrieben, 400 Zuschauer sind da. Wir haben ja in die Trends auf YouTube damit. Das, wenn mir irgendjemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass das passieren wird, dann hätte ich gesagt, die haben es ins Hirn geschissen. Dreck. Nix. Ihr habt's alles Verrückte. Herzlichen Dank. Der Rifle One Arts. Machen wir ein unsaufbare T-Shirt mit dem Bauplan drauf. Es ist vielleicht gar nicht so blöd. Es ist vielleicht gar nicht so blöd. Und weißt du, was mir jetzt das ist? Weil mir die Idee gefällt. Weil mir die Idee gefällt. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann machen wir das. Und wenn keiner einen Bock drauf hat, dann machen wir es halt nicht. Das ist mir scheißegal, dann stellen wir es wieder offline. Ich wollte halt eigentlich bloß eine Stunde da bleiben, jetzt ist die Stunde schon wieder vorbei, aber es hilft das sowieso nicht. Jetzt pass auf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, machen wir den ganzen Cast da, macht man mal zu. Posteingang zu. So. Jetzt passen wir auf da. Ich schalte euch gleich einen Monitor um, ihr könnt es gleich mitschauen. Ich muss bloß da mal die Sachen her, die wir brauchen. Momental Papintal, meine Damen und Herren. So, jetzt wenn ich den Bauplan natürlich auf die Schnelle nicht finde. Ich kann euch deswegen am Monitor noch nicht sagen, nicht weil da irgendwas steht, was ihr nicht sehen dürft. Also ja, eigentlich schon irgendwas, was ihr nicht sehen dürft, weil ich nämlich gerade durch die Ordner meiner Videos durchgehe und da haben sehr viele Ordner mit Videotitel drin, die irgendwann mal kommen und ich werde nicht umeinander spoilern. So, jetzt pass auf. How-To Nummer 11 war How-To Saufmaschine. Bilder, was ist denn das da? Bilder, Überschrift, Richter, was ist denn das? Ha, da haben wir es. Da haben wir es, meine sehr verehrten Damen und Herren. Monitoraufnahme. So schaut das bei mir da aus, wenn ich Battle mache. Man sagt natürlich nichts, weil das lauter einzelne Bauteile sind. Trichter, Schlauch, aber wenn wir das da so groß machen. Projekt unsaufbare, eine Vollbier, Ventil, Latten, Schlauch, Latten, Ventil, Trichter. Also, wie machen wir das jetzt folgendermaßen? Wir machen das Bilder. Dann machen wir das in Photoshop auf. Diese PNG, dann zusätzliche Daten für Adobe Fireworks, ja, bla bla, braucht keinen. Vielleicht sollte man das aber auch noch in Fireworks öffnen. Jetzt passt auf. Und dann nehmen wir mal den Glühen-Effekt weg. Den Glühen-Effekt, den nehmen wir später wieder hinzu, der funktioniert auf T-Shirts nicht gescheit. So. Wir nehmen, also theoretisch können wir direkt dieses Motiv hernehmen. Ich hoffe bloß, dass das einigermaßen funktioniert. Es ist ja quasi schon fertig. Projekt unsaufbare. Ventil passt. Latten passt, 3,5 Meter Schlauch, Oma Vollbier eine, Trichter, Schlauch, Latten, Ventil, Trichter, passt. Was wir da auf alle Fälle noch brauchen. So, jetzt muss ich gerade wieder kurz umschalten, weil ich wieder durch die Ordner durchklicken muss. Momental. Hier Bilder, Vorlagen, Birger Logo. Das tun wir aber dann separat dazu. So, machen wir hier. Saufmaschine komplett 2.
Ja, Sie, Senior. Die Scheiße machen wir wieder zu. Also, viel umeinander basteln müsste man da eigentlich gar nicht. Moment. Hey, das ist alles ein bisschen kompliziert, weil ich mag einfach meine Ordnerstruktur nicht herzeigen und etc. Weil so viel Spoiler drin sind und so viel, da verrate ich so viel, was ich nicht herzeigen möchte, noch nicht. Hallo, jetzt schon gingen schon Ordner auf von die 2, 3, 4, 5 nächsten Videos und die sollen ja keiner sehen. Vorher, ja? Ja, langweilig dann. Oh, er produziert voraus. Ja, wer hätte das gedacht? Macht kein YouTuber, dass er voraus produziert. Na, kaum. Außerdem habe ich für den Urlaub natürlich ein bisschen voraus produziert, ist aber eh klar. Hä? Wo haben wir den? Jetzt Mirkauf. Wo haben wir hier? How to Saufmaschine. Fralle. Saufmaschine komplett 2. Ja. Dann können wir ja wieder umschalten. Monitoraufnahme. Jetzt machen wir da einen Hintergrund, natürlich nicht pink, sondern schwarz. Also dann können wir uns das schon mal ein bisschen vorstellen, wie das auf dem T-Shirt ausschauen soll. Später. Das größte Problem wird jetzt die Auflösung. Ja? Ich habe das natürlich für Video erstellt und es sind keine Pfade, soweit ich das weiß. Dumme! Helga! Und Mr. Tommy, vergeht's Gott, für den Fünfer. Special Greets an Tommy, Special Greets an den harten Kern, Special Greets an den Mr. Max 510. So, wo waren wir jetzt? Ja. Damit stellen wir mir mal die, wie soll ich sagen, die DPI in T, ja, und dann wird's leicht unscharf. Das lässt sich aber nicht ändern. Das Lustige ist aber, falls wirklich jemand dabei ist, der sich ein Saufmaschinen-T-Shirt kauft, mit einem Plan vorn drauf, dann ist das Lustige, es ist tatsächlich das Original-Bild aus dem Video. Also das, so wie es da ist, habe ich tatsächlich ja genauso im Video verwendet. So, dann muss da selbstverständlich ein weißer Rand noch um diese Blaupause rundherum. Mr. MC DC TV, vergeht's Gott für den Euro. Wir machen das am besten mit einem ebenen Stil, da ist das wahrscheinlich am aller einfachsten. Holy shit, wo ist denn die Scheiße? Na, da hier Ebenenstil, blub, Kontur. Schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Weiß. Na, Kinder, das gefällt mir nicht so. Da müsst man Hand anlegen. Und das darf ruhig ein bisschen rustikal ausschauen. Ja, hier, zacke die Bohne. Zacke die Bohne. Zacke die Bohne. So, gegen ein bisschen rustikal. Kann man nichts einwenden. Wer sich jetzt nicht wundert, wieso machst du jetzt da so eine Pixel große Linie rundum? Bürger, bist du vielleicht ein bisschen behindert? Ja, da soll ich vielleicht nicht so gescheit daherreden und erst einmal abwarten. So. Hoppala. Wir machen das Ding natürlich. Weiß. Ist ja eh klar. Und nicht pink. Wo haben wir da überhaupt? Und sowieso. So. Das ganze Ding hat jetzt eine Bildgröße. Hoppala. Von 45 cm. Sprich, das wird quasi noch ein bisschen klar skaliert auf dem, wie soll ich sagen, auf dem T-Shirt und im Druck dann. Und dann sollte das eigentlich ganz passabel ausschauen. Problem ist halt, das ist nicht, wie soll ich sagen, für den Druck ausgelegt, deswegen kann es ein bisschen unscharf sein. So, muss ich nochmal die Kamera umschalten und mir das Birger-Logo zurechtholen. Okay. So. Damit der Shit natürlich original bitch ist, müsste man mir selbstverständlich, das übrigens, da irgendwo ein kleines Birger draufschreiben. Und wo schreiben wir das hin? Das schreiben wir rechts oben ins Eck. Brrrt. So. Was will man mehr? Was will man mehr? Wunderschön.
Wunderschön. Ja? Hast du immer die Anleitung dabei, kann nichts passieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen das Saufmaschinen- bzw. Projekt Unsaufbare Projekt. Und wie kriegen wir das jetzt auf ein T-Shirt? Ist einmal die primäre Frage. So, erst einmal machen wir das transparent. Dann speichert man mir den ganzen Käse. Da irgendwo. So, das muss ich jetzt wieder zumachen, weil sonst verrate ich wieder Sachen, die da irgendwo haben. Momental, Bapental. Ich werd ein bisschen mitkommentieren, was ich da jetzt tue. Ich speichere das jetzt in einem Format, das ich dann da in den Shop aufladen kann. Ja, das Transparenz unterstützt, etc. So, Shirt und Saufbare. Kleinste, langsam, ohne schnell Komprimierung. Domi! Mr. Domi! Herr des Vollbier-Squads. Sehr herzlichen Dank für den Beitritt zum Vollbier-Squad, der jetzt nicht mehr VIP heißt, sondern Vollbier-Squad übrigens, falls euch das gewundert habt. Merci! Und ihr wisst, was das heißt. Habe die Ehre, herzlich willkommen beim Vollbier-Squad. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hätte gern, dass der Chat einmal schreibt, habe dritt Domi, nur für den Domi, der jetzt beim Vollbier-Squad ist. Warst du nicht schon beim Vollbier-Squad? Ich bin unschlüssig. Aber ist ja wurscht. Habe dritt, Herr Domi, und wirklich ein Special, ist mir das Mikrofon ausgekommen, ein Special Merci für deinen Beitritt als Mitglied in Vollbier-Squad. So, wie speichert man das jetzt? Also ich speichere das jetzt als PNG. Ich glaube PSD, da sogar AG, also Photoshop-Datei, das halt Transparenz unterstützt, ja? Aber gut, ist ja wurscht. Das Geile dran ist jetzt, mit dieser Geschichte brauche ich eigentlich nicht recht viel damit, außer das Aufladen, weitere Designs hochladen, bla bla bla, wo ist, da ist, so. Deine Datei ist leider zu groß, die maximale Größe beträgt 100 Megabyte. Was? Bin unschlüssig. Haben sie euch ins Hirn geschissen? Glaube ja. So, falls euch ihr jetzt wundert, was zum Teufel macht, dann, ich überlege gerade drüber nach, an was liegen kann, dass diese Datei 250 Megabyte hat. Wo sind wir eigentlich? Hausi! Hausi! Ich erinnere mich an deinen Namen, das ist nicht das erste Mal. Vergelt's Gott für deinen Zwickel, mein Freund. Und übrigens herzlichen Dank, dass du den Chat sauber explodieren lässt für den Domi. Habe dritt, merci. So, PNB, Saufmaschinen, komplett 2 PNG, ist ja scheißegal. Speichert das einfach mal, kleinste, langsam, ohne Interlaced, bla bla bla, bla bla bla. Dann haben wir hier jetzt, Shirt und Saufbar ist jetzt klar genug. 244 MB. Was ist das? What is this? Dumme? Was für Rechnung? Was für Rechnung? Spinnt's jetzt total alle oder was? Grüezi, Fünferl. Merci. Ernsthaft, das reicht jetzt. Das reicht jetzt. So. Fuck, wo waren wir jetzt? Ich werde die ganze Zeit aus dem Konzept gebracht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier, PNG, Saufmaschinen komplett. Ja. Ja. So, wird schon aufgeladen. Zuckers yes. Dann zeige ich euch einmal, was ich das finde. Ich red so selten über das ganze Merch-Zeug und sowieso. Andere posten eine Facebook-Seiten Tag und Nacht voll damit, kaufen meine T-Shirts da und da. Muss ich da ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich einmal über meine T-Shirts rede? Ich glaube nicht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt pass Obacht. So, aufgeladen, hätten wir's. Oh Gott, die ganzen Produkte festlegen. Produkte hinzufügen. Ich füge hinzu. Warum ist denn da alles so markiert? Als Männer-Premium-T-Shirt, als Männer-normale T-Shirt. Dann haben wir hier ein Top. Dann haben wir den Standard-Hoodie und einen Contrast-Hoodie, der eigentlich ziemlich cool ist. Das Original-T-Shirt ist natürlich
So und so. Das Original-T-Shirt ist schwarz, das ist eh klar. Das Original-T-Shirt, das andere ist dunkelblau. Ist ja wohl ja klar. Dann haben wir ein dunkelblaues Top, ein Hoodie haben wir schwarz und hier die Damen, also wenn sie wirklich irgendein Weiberleid eine Anleitung für Unsaufbare kauft, auf einem T-Shirt oder Top, dann verliere ich den Glauben in die Menschheit, meine Damen. Okay. Okay. Top, top, top. So, auf ein Kinder-T-Shirt drückt man Anleitung für Saufmaschinen mit Sicherheit nicht. Was machen wir noch? Wir machen auf alle Fälle noch eine Tasse. Eine Tasse ist immer gut. So. Fertig. Dann positionieren wir das noch grob. 85%, jawohl. Was die Standardpositionierung auf den T-Shirts ist manchmal ein bisschen komisch und wenn ich das übersehe und dieser Shop ändert das, dann hängen diese Motive irgendwo da herum oder unten oder sonst irgendwas. Ich kann euch das auch mal sagen, wie das ausschaut bei mir. Gehe da her, dann kann ich das da so ein bisschen verschirmen. Ja, passt. Dann haben wir beim Mädels-T-Shirt, was ist die schönste? Direkt auf die Tutten. Saubere Saufmaschinenanleitung, straight auf die Tutten, meine Damen und Herren. Was ist eine schöne Farbe? Mir gefällt aber das Grau meliert ganz gut. Anthrazit, auch immer geil. Sauber auf die Tutten, passt gut gegangen. Wenn ich jemals ein Weiberleid umeinander versägen mit einer Saufmaschinenanleitung auf die Titten, ganz ehrlich, dann laufe ich hier amok. Scheiße, bin ich jetzt auf irgendeiner Liste, weil ich das gesagt habe? No. Hier, da, auf Tutten, Fralle. So, Pulli bei den Mädels, auch ein bisschen weiter auf, passt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist unsere neue Saufmaschinen-Kollektion. So, mal kurz weg mal. Oh, auf der Tasse müssen wir natürlich auch noch schnell machen. Hier, machen wir so groß wie es geht. Hole die Altfee, hier, zack, 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 zack. Die Tasse ist innen ein Blau, also das passt auch wunderschön zur Farbe. Vertikal, horizontal, na. So, wunderbar. So, jetzt dauert es dann wahrscheinlich 5 Minuten, aber wir müssen es noch benennen. Die unsaufbare, Alter. Was, ne? Die unsaufbare. Die Beschreibung dieses T-Shirts ist übrigens folgende. Oder unsaufbar, die Alte. Mit ganz vielen Ausrufezeichen, Stichwörter, Bürger, unsaufbare Anleitung, Blueprint. Yeah. Yeah. So, auf wieder mit. Dann kann ich natürlich noch sagen, in welche Online-Shops ist ja scheißegal. Natürlich, ich habe auch bloß den einen, wie viele Online-Shops meint ihr, dass ich habe? 480, habe ja sonst nichts zum tun den ganzen Tag. So, kostet die Kacke wie alles andere auch. Veröffentlichen, betten, dass sie es nehmen, schließen, unsaufbare. So, zack, hier speichern. Fertig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben hier nun, ich glaube, dass tatsächlich auch schon online ist. Moment, da schauen wir mal, biergeware.de. Nein, noch nicht ganz, das werden wir aber da lassen. So, ich werde euch dann darüber informieren. Ich lasse es jetzt kurz auf, wird 5 Minuten dauern und dann haben wir ein neues T-Shirt, weil ich eine gute Idee gefunden habe. Das mit der Dings. Aber ich glaube, dass die unsaufbare ja ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also das ist wirklich ein T-Shirt für Kenner. Ein T-Shirt für hart eingesottene, eingefleischte Fans. Wenn sie das Ding wirklich jemand kauft, dann sage ich wirklich im Voraus schon mal merci. Weiß ich, was es ist. So, ein Bettwäsch brauchen wir noch. Ein Bettwäsch? Glaube ich, gibt's nicht. Gibt's ein Bettwäsch? Moment, muss ich nachschauen. Wenn wir schon dabei sind. Bearbeiten, hier Produkte fertig, nein, nix fertig. Produkte hinzufügen, Accessoires. Also wir haben folgendes. Wir haben Tassen, Taschen, Caps, Schürzen, Mützen, Kissenbezüge. Ein Kissenbezug, die haben wir noch dazu. Kuscheltiere, Bandanas, Buttons, Mauspads, Samsung-Hüllen. Gibt leider kein Bettwäsch, aber es gibt Kissen. Fertig. Also es ist jetzt online.
Tommy, hörst auf jetzt? Ein Zwickel. Wieso? Ich geb doch ihm, ihr kennt euch doch. Ihr kennt euch doch. Gib ihm halt den Zwickel und nicht mir. Was soll ich machen? So, jetzt müssen wir da mal Steuerung F5 hämmern. Ja, irgendwie ist es noch nicht online, gell? Bürger und Saufbare, Bürger ist veröffentlicht. Ja, müssen wir mal ein paar Minuten warten, bis dahin können wir uns mehr über irgendwas unterhalten. So, wo haben wir ihn? Also Kisten soll jetzt dann auch gleich gehen, was ist noch nicht online? Die werde in 5 Minuten nochmal darauf zurückkommen. Das beste Pünktchen in der ganzen Geschichte war übrigens yeah. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin schon wieder heiser wie die Sau. So, wie geht's euch? Übrigens, mal so nebenbei, für alle, die gerade dazugekommen sind, oder für die gerade gegangen sind. Ist online. Echt? Das ist aber schnell gegangen. Kruzifix. Bei mir ist noch nicht online. Warum ist bei mir noch nicht online? Warum ist das bei mir noch nicht online? Also, falls ihr es mir nicht glaubt, ich schalte jetzt einmal schnell um. Das, tada, ist mein sagenumwobener Online-Shop, von dem wirklich nur Leute wissen, die sehr gut aufpassen, weil ich erwähne in fast keinem Video nicht. Unter birgerware.de, also birgerwear.de. Ich darf es ja gerne irgendwo einblenden, aber ich habe die Grafik leider Gottes momentan nicht gespeichert, also drauf geschissen. Ich glaube, ist auch in der Videobeschreibung unten drin oder sonst irgendwo. Also kein Witz, bei mir ist das nicht online. Ich sag das noch nicht, bei mir ist bloß I Heart Babykur. I Heart Babykur, ne? Absoluter Verkaufsschlager. Jetzt will ich da aber mal unter die Männer einschauen. Hier T-Shirts, was so es gibt. Vollbier-Squad-T-Shirt haben wir. Schnacksolotl-T-Shirts haben wir. Franziskar-T-Shirts haben wir. Wo ist ein Heisel-T-Shirt haben wir auch. Birgers Kochstudio-T-Shirt haben wir. Dann einfach das Geschrei-Logo haben wir auch. Und I Heart Babykur. So, dann gehen wir mal auf die Accessoires. Boxickel Kali, das ist ein neuer Name. Herr Boxickel Kali, vergeht's gut für deinen Zwickel. Und danke, dass du sagst, dass meine Videos haben Bombe. Wahrscheinlich meinst du Bombe. V und B haben gleich nebeneinander. Nicht so tragisch. Vergeht's gut. Gefreut mich narrisch, wenn's dir gefällt. Viel Spaß. Weiterhin. So, dann frage ich mich, also normalerweise müssten die Sachen, hört sie jetzt auf, Kruzifix, Mari, ich bin... Ihr seid alle im Vollbier-Squad. Es gibt so die einen oder anderen Personen, Herrin, die liebend gern manuell zum Vollbier-Squad machen. Da gibt's ein paar. Mittlerweile schwimmst auch du drin rum. Der Herr Suffbeitel auch geschwimmt, aber ich kann auf YouTube diesen Status leider nicht manuell verteilen. Das geht bloß über dieses Abo-Dingsbums Mitglied werden auf YouTube Gaming. Über das wir jetzt aber nicht schmatzen, weil sonst reden wir bloß nur über, da, kauf mein T-Shirt, da bin ich Vollbier-Squad ein Mitglied und scheißt mir mit einem Gate zu, weil wegen was anderem muss ich nicht. Völliger Blödsinn. So, Männer, Arbeitskleidung, da ist tatsächlich drin. Warum ist dann aber unter T-Shirts nicht drin, frage ich mich. Da ist mittlerweile auch drin. Dann hat sie es jetzt bei mir offensichtlich auch gecheckt, auf der Startseite müsste es eigentlich auch sein. Warum ist es auf der Startseite nicht? Moment, muss ich nochmal in den Admin-Bereich eintauchen. Verkaufskanäle, bla bla bla. Seitenoption, die ist doch drin. Ist ja sogar jetzt auf der Startseite, müsste es auch sein eigentlich. Hat sie bei mir noch nicht 100%ig aktualisiert. Aber wird schon. Ja, da gehen wir jetzt einfach hier folgendermaßen, du gehst da oben einfach auf Männer und dann gehst du auf Arbeitskleidung und dann hast du hier das schönste T-Shirt auf dem Planeten. Nämlich die unsaufbare. Tja, wer sich das Ding kauft, keine Ahnung. Ich darf euch feiern dafür, ganz ehrlich. Ansonsten, merci für die Idee. Jetzt machen wir den ganzen Scheiß wieder zu. Genug gelabert über Merch und sonst irgendeinen Dreck. Lassen wir das jetzt einmal bleiben. Ich kriege nur ein unnötig schlechtes Gewissen.
Was ich heute aber ausnahmsweise mit nicht dabei nie drüber rede. Ja, also nie. Never fucking ever. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir aber auch, das mache ich, wenn dann sowieso immer zum Ende des Streams. Und langsam aber sicher sind wir am Ende des Streams. Und wir wissen alle, warum ich heute da bin und nicht morgen, weil ich morgen nicht da bin. Morgen gibt es keinen Stream. Die nächsten 2, vielleicht sogar 3 Wochen gibt es keinen Stream. An August werden wir einfach mal sauber wegbucken. Ja? August, keine Streams. Was soll ich sagen? Wir sind jetzt ein Jahr lang da. Und es passt immer noch nicht in meinem Kopf, dass wenn ich wieder zurück bin aus meinem Urlaub, mir wahrscheinlich 50.000 Leute sind. Naja. Der Fanboy schreibt, Merke, T-Shirt, Stift zur Con mitnehmen zum Signieren et Birger. Da hoffe ich drauf, dass wir du noch darauf hinweisen. Wir werden uns sowieso währenddessen ja im Urlaub mal drüber unterhalten, was wir, ob wir irgendwelche tollen Specials oder sonst irgendwas machen für die Comic-Con. Geh jetzt einfach mal davon aus an den Chris. Für alle übrigens, wo ist er? Da irgendwo war er gerade herin. Der Fanboy ist übrigens der Chris vom Trachtman, mit dem ich auf der Comic-Con am 15. September sein werde. Und gespannt bin, wie viele Leute kommen, da bin ich echt gespannt. Weil es kostet ja doch Eintritt und so, deswegen, man weiß ja nicht. Der Spontana Black schreibt noch, hab auch, wo ist ein Heisen-T-Shirt von dir und wenn ich das in der Schule drohe, schaut uns immer jeder an. Das war der Sinn dahinter. Naja. Sag als Abschied, wo ist ein Heisel? Wo ist ein Heisel? Heisel? Wo? Wieso als Abschied? Ich bin ja noch nicht ganz voll. Aber langsam aber sicher werde ich mich auf den Sprung machen. Nochmal herzlichen Dank an jeden Einzelnen von euch, der mir heute, was weiß ich, wieder, ja, da, hört auf jetzt, wenn ich gehe. Nein, Mann, auf euch. Ja, auf den Villa natürlich auch. 4 50er in den Club. Schmeiß die 50er in den Club und schrei, auf den Villa. Tommy, vergeht's Gott an alle anderen, um Gottes Willen, vergeht's Gott an alle, die sich tatsächlich als Saufmaschinen-T-Shirt kaufen. Frei minarisch. Traumtänzerin hat sich gerade eins gekauft. Traumtänzerin. Ja, damit verliere ich den Glauben an die Menschheit, wenn die Mädels mit einer Anleitung für Saufmaschinen umeinander laufen. Dann sag ich euch was, ihr habt die geilsten Typen und Mädels, die umeinander rennen. Das ist unfassbar, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Fix, Mari. Brutal. Kleine Info vielleicht noch am Rande. Es kämen während meiner Abwesenheit Videos. Es kommt bloß kein Stream. Ja? Ich habe vorher erst einmal 2 Videos geplant, die kämen werden. Eins ist auch schon fertig davon. Eins noch nicht. Ansonsten, hört jetzt auf. Einfach so zum Schluss, Mr. Better Hero, vergeht's gut für deinen Zwickel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Herz bitte auf. Fix, Mari. Ich hab keine Ahnung. Ich hab heute wirklich ein Gefühl beieinander. Auch dank euch. Mir geht's dermaßen gut und ich bin sehr, 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 sehr dankbar dafür. Ich darf gern von diesem Gefühl was abgeben, dass nicht den ganzen Tag umeinander gelegen wird. Genießt's mal euer Leben ohne Scheiß. Wir haben es so verfickt gut. Die ganze Zeit, wenn ich lese so viel umeinander, Jammerei auf Facebook und leider nicht mehr nur am Scheiten, wie scheiße alles ist und was ich was alles sehe. Keine Ahnung, es geht uns so gut und keiner huldigt so wirklich. Denkt's mal drüber nach. Viele von euch haben gerade Ferien. Ihr müsst nicht Hunger leiden oder so irgendwelche, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es geht uns so verfickt gut. Denkt's mal drüber nach. Ich werde mir jetzt dermaßen in den Urlaub hauen, dass ganz aus ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir wie immer stets eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resturlaub oder Urlaub, wenn er noch kommt, oder restliche Ferien. Wir sehen uns Ende August, Anfang September wieder mit neuen Videos. Selbstverständlich, Videos kommen auch währenddessen. Nochmal, ganz wichtig. Sagt eure Kumpels Bescheid. Wir wären 50.000 in der Zeit. Ich denke mal, Special aus ein kleines. Wir sehen uns am 15. September. Gibt es ein Fan-Treffen. Gebe ich euch auch noch Bescheid, wann, wo wir. Ist ja das eigentlich schon special genug, weil ich das eigentlich nie machen wollte. Ganz einfach. Haut euch eine.
lasst es euch gut gehen, haut euch am Weiher, haut euch ins Freibad, nein, haut euch nicht ins Freibad, haut euch an den Weiher, haut euch an die Isar, lasst es euch gut gehen, schwimmt auf eurem Arschwasser im Kreis, schleicht euch, habt eine gute Zeit, haut euch rein, habe Tiere leid, ohne Scheiß, ihr seid die geilsten, es ist unfassbar.